zu dir und meine Haberei. Träum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal. Stehen die alten Beiseln an, die gingen mir so. Wir haben den Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz bei dir. San Francisco aus das Downey. Freitag kein Hocken mehr. Haben so immer oder Luftballon geblasen her zu mir. Dass ich was so von dir wär. Schabadaba. Dankeschön, wir haben jetzt gleich mit einem geschwinden Gedicht aus der Luft. Ich kriege gar keine Luft. Man ist das ja gar nicht gewohnt, gell? Das ist gar angefangen. Ich danke euch schön für den Hinweis. Jetzt, wenn ich keine Luft kriege, stehe ich mit dem Publikum aus. Jetzt wollen wir uns perfekt. Prost. Ja, in der Pause haben wir das eine oder andere Wunschlied vernommen. Und wir haben gesagt, ja, die Wunschlieder, die wir können, spielen wir gern. Die wir nicht können, spielen wir nicht. Mit einer einzigen Ausnahme. Das ist tatsächlich ein Wunschlied, das wir nicht können, das wir trotzdem spielen. Und zwar, ja, es ist wirklich, das verfolgt mich. Das habe ich irgendwann einmal. Das ist, und mittlerweile, manchmal wünschen sich wirklich Gäste, die sagen, spielen wir das was nicht das Lied, das was du nicht kannst, das. Das ist eigentlich oft. Es gibt ja so Liederwünsche, die sind leibend. Also unser absoluter Favorit ist ja der Liederwunsch, wenn wer kommt und sagt, geh, spiel mir das Lied, das was das vom Wein. Was, das weißt du jetzt nicht, was der mit dem Wein, das wo der eine besoffen mit dem anderen, was der. Und wir werden immer sehen. Ja, das ist immer ganz grandios. Und das immer, aber das ist halt, spiel mir das, was du nicht kannst, oder in manchmal das Spanische. Warum? Ganz kurze Erklärung. Das spielen wir ausnahmsweise, was halt immer gewünscht wird. Ich verstehe es. Aber ich gehe halt dem nach. Ich gebe dem nach, muss man sagen. Es ist halt so, der Patrick ist halt ein recht energischer Bursch. Also früher, jetzt ist er schon alter Mann, aber früher mal ein energischer Bursch. Die Brille. Ja, die Brille, der 80er. Der Bart macht alt, was? Der Bart, ja. Mit 1. Jänner ist er in Oberkaut wieder. Nein, aber das ist so, und man muss ich sagen, Patrick hat da immer wieder recht. Das ist so, wenn wir wo spielen, und es kommt zum Beispiel jemand her und sagt, was er sich spielt, keine Ahnung, die Capri-Fischer. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meere sieht. Da kann er ja. Bravo. Das brauchen wir aber nicht. Ja, weiter kann er es auch nicht. Fordere mich nicht an. Ja. Oder was der, was kommen so Lieder, die Stulpen, die Tulpen aus Amsterdam, nicht? Oder so. Und der Patrick wird immer so ungestüm und der schimpft immer mit den Leuten. Und wir sind in Wien, wir spielen Wiener Lieder und da spielt er nicht und hin und her und hat vollkommen recht, aber er ist recht unwirsch mit den Leuten. Das ist immer ein bisschen Ding. Bis heute ist es so. Leser, ist einmal ein Deutscher gekommen, war kein Nürnberger, aber es war nur ein Deutscher. Ist einer gekommen, was glaubt.
Der ist hergekommen, als ein Tier aufgerissen und gesagt, spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön? Und der Patrick gesagt, verhauen wir, dann war's das. Ne? Ja, hat ja recht, aber es ist halt die Art, keine Diplomatie. Die Diplomatie hat schon angefangen, wie der bei der Bier reinkommt. Ja, das ist... Stürzt auf mich zu, haut mir auf die Schulter, so, spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön? Dann macht man das. Siehst du, das ist eine Wiener Aussage, dann macht man das. Naja, auf jeden Fall mit einer Situation gehabt, wir haben gespielt, ganz am Anfang unserer Karriere, auch oftmals so bei so Touristenheirigen, sage ich jetzt einmal so. Das war für uns leibend, weil wir haben dort so ein bisschen die Herren abschließen können, nicht? Haben spielen können, haben ein bisschen Geld verdient, das war alles leibend. Und für die Gäste war es wurscht, weil die waren eh nicht mehr gekommen. Nicht? Die waren egal, nicht? Und, naja, ist ja so, nicht? Das ist ja so. Und da haben wir gespielt und das war, wir waren schon après. Und ich bin schon im Backstage-Bereich, habe mich schon aufgehalten, also sprich, wenn der heirige Musiker im Backstage-Bereich ist, dann steht da der Schank. Das ist was anderes haben wir nicht. Oder Künstlergarderobe für heirige Musiker, genau. Da haben wir 30 Jahre nicht gehabt. Oder was ist so auf Künstler, was das Künstler die aufführst. Was kommst du, sagen wir mal angenommen, ich komme als Künstler so zum Manfred und sage, Manfred, bei dem Lichter kann ich nicht arbeiten. Was glaubt man, dann sagt er, da geh scheißen. Bitte ein Spruch, das ist nicht der Manfred. Manfred konkret jetzt so nicht sagen. Aber jetzt meiner. Versubtrahiert sich. Das sagt, jetzt haut sich über die Reihe. Ja, nein, das ist ich finde es schön, wenn man ausdrücken kann, gehen Arsch, aber nicht gehen Arsch sagt. Nicht? Entschuldigung, dass ich das sage, Arsch. Lauter so, nein, mein Vater hat immer geschimpft damit. Der hat immer zu mir gesagt, Bruder, darfst nicht Arschlag sagen, weil sonst bringst du Christkind lauter Scheißdreck. Das ist eine feine Familie gewesen. Da muss ich Acht geben, Naja, auf jeden Fall war es jetzt so. Also ich hänge mir den Oberkiefer, schön der Schank drinnen, entspannt. Der Patrick war, ich weiß nicht, der hat sich entfernt von der Gruppe, also wahrscheinlich war er am WC oder was und hat den Weg zurück nicht gefunden oder keine Ahnung, der irrt durchs Lokal. Jetzt geht die Tür auf und es kommen einer ganz so schäbe Spanierinnen. Und setzen sich da so halt hier und die sich dann im Patrick wieder herumwollt, nicht? Und fahren wir bei diesen Spanierinnen sich aufhält und mit denen halt der Plaudern kannst du jetzt sagen, weil Was? mit ihnen versucht zu kommunizieren. Und reden so irgendwas und ich höre irgendwann auf einmal höre ich nur ein spanisches Volkslied und damit dachte ich, die armen Madeln, jetzt wird der Pater wieder herrichten. Wir sind in Wien beim Herrigen, da spielt ein Wiener Lieder, nix, was war der Pater? Kommt zu mir hergewagelt und sagt, hast du gehört, du sollst ihnen ein spanisches Volkslied spielen? Also gesagt, Originalton war ja. Aber ich kenne ihn schon lange, ich wusste, was er meint. Du spürst mich wie ein Trottel. Nein, das ist nicht mehr fragen. Original O-Ton ist das, O-Ton. Und auf jeden Fall sage ich, was, ich kann ja kein spanisches Volkslied. Sagt er, ich auch nicht. Aber hilf mir ein bisschen. Sagt der Gitarrero hat er gesagt, Gitarrero. Und ich dachte, na gut, und weil ich ein guter Freund bin, habe ich mich zusammengepackt, bin zu dann hingegangen und gesagt, grüß Gott, ich bin der Klausi, ich spiele jetzt ein spanisches Volkslied. Ich habe es am Weg dorthin bis zur Anmoderation überlegt, oder was soll ich da spielen? Und dann habe ich sogar gesagt, mit dem Titel Il non gato del Badwas. Und ich muss ehrlich sagen, die haben so lieb geschaut, gell? Die haben so lieb geschaut. Das hast du so mitgekriegt. Ja. Also, ich spiele euch jetzt das Lied, ich kann aber jetzt schon auflösen, wir sind beide allein heimgefahren. So viel zu deiner Hilfe. Vollkommen erfolglos. Das war erfolglos. Ja, aber es ist ja auch dem Wiener ganz uneigen, der spanische Gitarrero schaut ja immer so forsch, nicht? So streng. Die Scheißfudler rein auch immer. Ja, sie spielen. Das ist halt, in Ottergern hast du mir gesagt, der Flamenco-Klasse.
Das war wegen der roten Rosen in den Haaren. Morgen haben wir Schädelweh. Jetzt kommt der Text. Ich non gata del vate bas. Ile qua sa qua non vedono sì. Ile qua non stare del. Si qua te sa vai. Si qua si qua sento Ich lasse unbemerkt aufhören. Alle! Na, wie geht's aus? Da ist sogar der Patrick gegangen. Ja. Ich denke mir dann oft so, weißt, wie sich das Leben halt so spielt. Weil stell dir vor, es waren keine Spanierinnen reingekommen, sondern zum Beispiel Griechinnen. Verstehst du, das war's gewesen. Aber nein, ich muss da anfudeln wie ein Wahnsinniger. Ne? Das ist ja unglaublich. Das war nicht die Spanier, aber das ist halt so, wie gesagt, es ist nicht erfolgreich geworden, aber irgendwann habe ich die Geschichte wieder erzählt. Ich war wahrscheinlich im Rausche. Und das hat irgendwann, und seitdem wird das gewünscht nicht mehr. Spielen wir das Spanische oder eben das spielen wir das, was du nicht kannst. Wahrscheinlich das einzige Nicht-Wiener Lied, gell, was man ständig spielt in dem Sinn. Wobei, streng genommen, ne? Na, pass auf, nein, wir spielen als nächstes Lied, wenn wir schon bei ausländischen Liedern sind, ein tschechisches Wiener Lied. Das ist ein tschechisches Lied. Ich rede von einem tschechischen Wiener Lied. Wir wollen aber meine Herrschaft nicht vergessen, schließlich haben wir jetzt was Spanisches gespielt und ihr wisst. Jetzt werden wir mal was Spanisches spielen. Aber nur da. Unter anderem, nicht nur da. Das ist, da kann ich gleich Veganer auch werden. Das ist ein Wahnsinn. Aber gell, es ist eigentlich so, was ich denke, ich habe wirklich erst am Trinken begonnen, wie ich Musik, also heurige Musik gemacht habe. Der Patrick, der trinkt schon, da war Stiftmögner Martal oder schon gesoffen. Ihr braucht ja nicht alles klar. Ja, nein, aber wirklich. So, was habe ich gesagt, spielen wir? Ein tschechisches Spiel. Danke, wenn Sie es auch nicht aufpassen, er schaut mich an wie war. Da muss man nicht einmal zu, wenn ich mal Ich hab da zu gut zugehört. Also, meine Herrschaft, das spielt ein tschechisches Wiener Lied, das wahrscheinlich wienerisch, was der Georg Kreisler jemals geschrieben hat. Die Telefonbuchpolka. C-Dur. Es dauert nicht lang, es wird dann gefährlich. Ja, man muss ja vielleicht nochmal sagen, vielleicht, weil ich das jetzt so gehört habe, nur mal ganz spezielle Aufmerksamkeit für dieses unglaubliche Intro, was sich der Patrick da überlegt hat für dieses Lied. Vielleicht nochmal, dass wir das anspielen, dass es hören. Wirklich Applaus bitte für den Patrick. Das ist ja noch gar nicht fertig. Ne? Das geht ja noch weiter. Ach so? Ja, na klar. Ja, schau. Achso, das waren da, ja. Also, er hat das Intro ergänzt um 5 Noten. Und das ist einem passiert wahrscheinlich. Nein, für das habe ich ihn studieren lassen. Das war der. Ja. Ich bin ja froh, das Lied im C-Dur, da brauche ich nur die weißen Tasten spielen, das bleiben. Achso, ist ja kein Gitter. Ich sitze gerne im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitz ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schon älter, in meine Kehle fällt er, der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ihr redet mit keiner Frau, für die müsste ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Vereine stehen drin, und zwar auf der Seite V.
Vondra Quartel Wimplerschil, heute Quotzek Wimbledil, Jora Vrabel Vrtilek, Viglas Fratzek Wichnerlek, Frecker Frber Wikotil, Frabel Schmutze Viskocil, Wochenetschka Vukelic, Vrtatko Vukasinovic, Vorak Vondra Valicek, und der Vorlek, und der Bosser mit dem Viertelwondra, was Senilek, Farinis Mastarek, Vrtaland Wimplerschil, Vrtsaland Wislacil, Vokvo Tipka Vicesal, Vratstil Vrana Vimmetal, Frobitski, Das ist ein Lied mit Zwischenapplaus, das ist ja fast wie im Jazzland. Und man sagt immer, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Aber manchmal so Stützen einschlägt. Mein Name gefällt mir nimmer, ich heiße nämlich der Brüst. Mein Freund, sein Name ist schlimmer, der arme Kerl heißt das Gerüst. Wir schniegeln die Gesichter und gehen zum Richter. Der Richter sagt, das Richter, bei ihm ist das ja wurscht. Ich buchstabiere meinen Namen, dem Richter sein Kommis und sag, schaut's, bei den Damen ist schwer meine Strategie. Der Richter war sehr freundlich und sagt, naja, wahrscheinlich, Ihr Name ist peinlich, da habe ich Sympathie. Aber wie wollen Sie denn jetzt heißen? Darauf sage ich, bitte, was glauben Sie? Zum Beispiel Wondra-Quartel oder Wimplerschil, heute Quotzek Wimbledil, Jora Vrabel Vrtilek oder Viglas Fratzek Wichnerlek, Frecker Frber Wikotil, Frabel Schmutze Viskocil oder Wochenetschka Vukelic, na, Vrtatko, Vukasinovic, Vodacek oder Vorlek, oder was immer mit dem Vrtlwondra, was Senilek, Farinis Mastarek, Vrtaland Wimplerschil, Vrtsaland Wislacil, Vokvo Tipka Vicesal, Vratstil Vrana Vimmetal, Frobitski, Vranek. Dankeschön, jetzt bin ich es auch schon gewöhnt. Meine Frau geht mich betrügen und glaubt, dass sie nichts schmeckt. Jeden Abend tut sie liegen mit Blätterneck ums Eck. Der Blätterneck ist ein Trottel, meine Frau ist ein Kokottel. Sie gehen zusammen ins Hotel, damit ist nicht entdeckt. Doch ich hab's bald begriffen. Darum nehme ich auf Kredit an Detektiven, was folgt auf Schritt und Tritt. Und schon 2 Wochen nachher kommt der große Macher und sagt, dass ich nicht lache. Der Blätterneck ist nicht. Jetzt sollten Sie sich geschwind waren. Ihre Frau betrügt Sie nicht. Vondra Quartel Wimplerschil, heute Quotzek Wimbledil, Jora Vrabel Vrtilek, Viglas Fratzek Wichnerlek, Frecker Frber Wikotil, Frabel Schmutze Viskocil, Wochenetschka Vukelic, Vrtatko und Vukasinovic, Vorak Vondra Vorlicek, der Vorlek und die was Vrtlwondra, was Senilek, Farinis Mastarek, Vrtaland Wimplerschil, Vrtsaland Wislacil, Vokvo Tipka Vicesal, Vratstil Vrana Vimmetal, Frobitski, Vranek, Vavirka, Flip, Vabalka, Vabelka, weg, jetzt geht's bitte. Ich danke vielmals. Wir haben das gehabt, das war ganz spannend, ich kann mich ja genau erinnern. Wir haben gespielt bei einem Geburtstag, das war ein Samstag. Und am Mittwoch auf die Nacht ruft mir der Patrick an, Herr, ich hab vergessen, dass ich das sage, das Geburtstagskind hat einen Wunsch geäußert. Und ich gesagt, ja, das können wir uns einlernen, das ist kein Problem. Und ich gesagt, ja, na gut, bis Samstag habe ich Zeit. Und er hat gesagt, ja, es ist die Telefonbuchpolka. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Patrick wirklich so Arschlecken geschimpft habe. Aber was sollst du machen? Ja, haben wir auch gemacht. Meine Herrschaften, jetzt mal, wenn wir tschechisches Lied spielen. Jetzt mal. Das ist eine Tradition. Zum Wohle. Aber ich möchte euch noch ein Gedicht bitte bringen, wenn ich darf. Bringe ich später. So, jetzt hast du davon. Danke. Achso, ich glaube nicht. Hyper. Ich bringe ein Gedicht, weil es ist jetzt schon zeitlich her, der Sommer war. Deswegen bringe ich euch das Gedicht Franzis Not von Gerhard Mondschein an Wiener Taxler.
der leider keine Gedichte mehr schreibt, weil es hat sich alles verändert, aber Frieser lang gestanden auf seinem Standplatz und dann hat er halt Gedichte geschrieben. Und eins davon eben Franzis Not. Das seht ihr mal poetisch, literarisch, keine Trotteln sind, dass wir schon was da liefern können, kulturell gesehen. Ein schöner Tag im letzten Sommer, die Mama, der Papa, der Franz und die Oma gehen spazieren in Schönbrunn und freuen sich über die warme Sonne. Und wir so gemütlich promenieren, da fängt der Franz an zu rebellieren. Papa bitte, Papa du, Papa geschwind, ich muss lolu. Da gehst halt gar da hinten, alt genug weißt du ja schließlich schon. Wirst du doch alleine finden, bist du immerhin mein Sohn. Nein, das mag ich nicht. Ich möchte, dass die Oma mit mir geht. Jetzt sag ich mir, du blöder Burz, was brauchst du die Oma da dazu? Worauf der Franzi Kecker wieder, nein, weil es beim Halten so schön zittert. Ich finde den so lieb. Ja, was ist da hin für dich gut? Du kennst meine Herrschaft, wir haben einen traurigen Moment vor uns. Unser Schankbursch muss heimgehen. Wir wünschen ihm schöne Weihnachten und alles Mögliche und einen Applaus geben. Komm, bald wieder. So, auch von mir an alle schöne Weihnachten, guten Rutsch für später, falls wir es mal nicht mehr sehen, sonst, ich glaube, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr sind wir sicher hoffentlich. Das ist Nein, meine große Angst ist ja das, was aus ihm wird, dann ist er kein Schankbursch mehr. Nicht? Das ist ja wurscht, du kannst als Professor kannst du ja ausschenken. Bravo, bravo. Habt ihr eine schöne Zeit? Jemals gelehrt. Jemals. Nobelwitz aus dem Ja, der nächste Oberwitz. Danke vielmals. Wir sehen uns hoffentlich auch noch. Ja, schau. Schau, das ist leibend, gell? Ja, der Tisch muss immer mehr. Magst du so lachen, dann hättest du uns die gekriegt. Schlechte. Ja, aber das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Hast du den noch nur eingesteckt? Nein, Mann, aber. Oder hast du mir so gegeben, oder? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja wurscht, färbt alle auf. Du hast heute das Schmale. Ja, meine Herrschaft, wir kommen zu einem Stück. Ich weiß gar nicht mehr welches. Ich will es gerade anmoderieren. Was? Ein gutes. Na, geh schlecht. Jetzt auf einmal. Ja, das setzt mir der Druck. Kein Wunder, dass ich sage. Immer so stinkig, was der Walter Chipsa. Ja, immer so ein Ding, so ein Wahnsinn. So ein Wahnsinn. Na gut, na, dann bringen wir halt was. Dann bringen wir halt was Gutes. Ist mir nicht wurscht. Nein? Ja, fangen wir dann Einlaufung an. Ein wenig kurz und ein wenig lang und ein wenig rumkugeln auf der Bank und ein wenig eng und ein wenig weit und dann sind wir Tätler nicht mehr frei. Aber der Wedermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Müllsuppe mit einer Missgabe habe ich noch nicht gehabt, darf noch. Aber der Wedermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Müllsuppe mit einer Missgabe habe ich noch nicht gehabt, darf noch. Muss man aufhören, weil es passiert oft so, dass Hollywood anruft. Und dann sagst du erst, die Schaukel ist fertig zum Hochholen. Und dann kommst du drauf, das ist nur ein Pause. Ja. Noch 5 Schrauben. Und vorher schon glaubt, du wirst berühmt, gell? Dabei kriegst du nur einen Sitz, der im Weg steht. Meine Schwester spielt Zither, mein Bruder Klarinett. Der Vater schlagt Mutter, singst das ist ein Quartett. Was Musik, was glaubt ihr? Ja, meine Schwiegermutter und der Bandelbub haben die gleiche Natur, solange der Schädel nicht da ist, geben sie alle zwei keine Ruhe. Da meistens verhaltene Reaktionen, weil so oft Schwiegermütter da sind, gell? Egal wie Die sind überall. was glaubst du nicht, wo die sind alle?
Ein paar alte Schachteln sitzen zusammen bei ein paar Achteln. Und wisst ihr, wie man das nennt? Kartonagen-Event. Das kommt auch nicht von mir, passt auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Achtung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, Klaus! Dankeschön, ist von mir. Das haben wir gehört. Ja, jetzt schreibe ich auch nicht mehr in Alphabet, aber das ist sehr schwer. Das ist so mit der neuen Rechtschreibung. Weißt, ich schreibe wie früher, aber heute stimmt's. Das habe ich zur Mama gesagt, habe ich in Deutschland Fetzen angezeigt, habe ich gesagt, Mama entspannt, ich sitze das aus. Ja, sicher, okay. Was denn? Wenn Stiegelbier regnet und Brotwürsteln schneibt, ja, dann bitte ich den Herrgott, dass weder so bleibt. Überlegt, wenn wir aus Vorarlberg haben, ja da, nicht, müssen wir ja alpenländische Gestanzen haben. Warte mal, ich muss überlegen. Der eine, der macht sie rechtzeitig auf die Socken, geht auf für einen Berg und tut Edelweißbrocken. Der Werner tut lieber beim Enzian bleiben, dann kriegt er einen halben Rausch und dann geht er wieder Am Tag stößt die Sennerin fleißig die Butter, auf die Nacht spielt's mit Kurgästen, Vater und Mutter. Ein Lilliputaner sagt bei dem Wein, was sie haben, hören Sie, zieht's mal das zusammen, sagt der Wirt, ich bin kein Dummer, sie sind schon so kummer. Politisch unkorrekt, ich möchte mich entschuldigen. Normal ist es der Patrick bei uns. Weil letztens, als wir beim Wirten reingegangen stehen, an der Pudel stehen lauter Lilliputaner. Sagt der Patrick, na geh, ist der Wutzler hin. Braucht's nicht so lachen, ich bin aufgeklärt worden von der Club. Das war nur Gemeinderatsausflug aus Minimundus. Das geht ja nicht. Oh ja, vom Schottenring weg fährt die U-Bahn ums Eck, aber gleich nach einem Rothaus, da fährt es wieder geradeaus. Ist nichts passiert. Apropos U-Bahn, sagt der Frau zusammen so von einem Ernst, Spein da am Bahnsteig, wie komme ich mir vor? Ich wollte den Waggon sperren, aber die Tiere wollen schon zu mir. Ich möchte mich entschuldigen, vielleicht mache ich das nächste Mal, nachdem ich mit dem Kerl gegangen bin. Vielleicht. Na, aber pass auf, eine U-Bahn habe ich noch, Jetzt befürchtet. Legt sie einer aufs Gleis, steht ein anderer daneben, der sagt, Ernst, das ist ein Kurzzug, da bleiben sie am Leben. Ich liege in der Fetten in Niedergreitstetten, sozusagen mit einem Wurzen, das geht noch nicht gut. Das Grab und spürt's habe Dank. Ob ich so befall, ist mein roter Sand. Ob so mein letztes Grab und spürt's habe Dank. Ja, das macht nichts. Aber ich muss ja, ihr habt ja nicht gesehen, was ich jetzt gesehen habe. Ich danke euch schon auf jeden Fall. Aber es ist so, dem Herrn von Nowotny, ich sage immer Herr von Nowotny, weil es ja, ist ja ein altgedienter Musiker, Kontragitarrist, der auf die Finger mal schaut. Und der hat nichts mehr zum Trinken gehabt. Und
die Herrschaften haben mir freundlicherweise was eingeschickt und die hat geschaut, wie ein kleines Kind, das das erste Mal einen Christbaum sieht. Und ich war selber so gerührt, wieso du das Achtel angeschaut hast, das volle Glasl und das leere Flaschel daneben. Und so. Hat natürlich der Taschentücher. Ja, nein, es ist ja. Und was, das ist halt für mich, drum gehe ich gerne zum Heilig. Man sieht oft Leute so wirklich glücklich einfach ankommen. Ja, du hast ja auch was gemeint. Aber weißt du, dass nicht du gekriegt hast, glaub ich. Da hast du schon noch recht, ja, da hast du schon noch recht. Aber meine Herrschaft, das ist ja so, apropos Weihnachten, apropos Geschenke, servus Novotny, servus. Genau, wir trinken alle jetzt mal auf den Novotny. Auf den Novotny, Herrn von Novotny. Herr von Novotny habe ich die Ehre. Alte Novotny. Auf der alte Novotny, sagst du, der steckst zu. Da bist du uns, geht's, da bist du noch irgendwo rumgefahren. Nein, der Vater ist gestorben, jetzt bin ich. Was man nicht alles erbt. Was soll ich sagen? Ich fühle mich auch schon so schlecht. Meine Herrschaften, es kommt jetzt eine wichtige Ansage, weil mit dem nächsten Lied, mit dem nächsten Konvolut an Liedern, ein Potpourri, ein Medley. Es gibt keinen deutschen Begriff für sowas. In Wien kann man sagen, gemischter Salz oder was, aber das ist ein Medley, Potpourri. Wir sagen Potpourri. Dann klingt es ja wie ein Rogosblatt, das gesehen, da was passt in vegan. Und zwar jetzt geht es darum, dass wir die nächste kurze Pause einleiten, in der ich mit Kerl gehe. Und das ist kein Grund zum traurig sein. Zum Ausgehen. Au contraire. Ja, ich gehe aufs Häusl auch, das ist okay. Ich möchte euch jetzt schon bitten, lasst das rascheln und nicht schäbern. Bitte, falls doch Münzen ins Kerbel fallen, dann wann möglich halt Philharmoniker oder Maria Therese Toll oder so. Bitte Zahngold, ja, aber nach Absprache vielleicht. Wann möglich. Und also wir danken euch herzlich. Denkt dran, es ist so, es geht nicht darum, was ist der Wert des Abends, es geht darum, wie können wir den beiden einen wirklich einen Reichtum zukommen lassen. Einfach, aber ich weiß ja aus Erfahrung, dass ihr stets sehr großzügige Herrschaften seid. Und daher danke ich euch jetzt schon, aber natürlich wollen wir auch musikalisch euch darauf einstimmen. Und zwar... Türe zu! Türe zu! Schau, Die erste ist schon weg. Das ist auch noch weg. Das wäre noch irgendeines Wunschliedes, was er kennt. da schon her. Irgendwas von Lorenz Heinrich von der CD. Das bringen wir zusammen, aber das werden wir noch, das ist Kundenbindung, jetzt lernt ihr gleich was ich psychologisch gelernt habe. Das machen wir nach der Pause. Also was? Weil wenn man es ja eben, aber man weiß ja nicht, gell? Man sagt, man muss ja schauen. Ja, jetzt genau, schauen wir mal, was ins Kehrwald kommt. Ne? Nein, das machen wir schon. Aber wir werden euch jetzt musikalisch natürlich darauf einstimmen. Ja. Und zwar mit einem alten Wiener Lied von Pink Floyd. Das wissen ja die wenigsten, dass Pink Floyd, wie sie angefangen haben, ein Schrammelquartett waren. Manni, woran merkt man das, dass die Wienerisch, sehr Wienerisch? 7 Vierteltakt. 7 Achtel. Aber fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Ein 7 Achteltakt. Und das heißt, sie wollen schon verdammt noch am Liter. Und es ist bislang ja wirklich nur dem Wiener gelungen, mit einem 3/4-Takt einen Liter auszureißen. Der Wiener Walzer ist ein Liter mit 3/4. Das ist, wie das geht, das ist Magie. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser, da reise ich damals, wenn's sein muss heißen. Doch wenn ich stier bin und nicht vertraut, dann sagen die Mädel alle, du bist heute Fahrt. Wenn ich ein Geld hab, bleiben die Wirten, die größten Schneller und auch die Wirten. Aber wenn ich kann, so bleib ich daheim, bei meinem Weiberl
Schönste auf der Welt, wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Jeder Gasland Fisch müssen rennen über den Tisch, ein Champagner noch dazu, und dann träumen wir in der Früh. Aber mit dem nächsten Lied möchte ich wirklich, vielleicht diejenigen, die sehr sensibel sind, sollten jetzt wirklich nicht hinhören, weil es ist ein sehr trauriges Lied. Aber ich habe das so geplant, psychologisch, weil ich mir gedacht habe, da seid ihr dann so fertig mit den Nerven, da denkt ihr, ich gebe den 16 ein paar mein letztes Gersten oder so. Weil es einfach, das ist einfach, das trifft mich zu sehr. Dieser traurige Zustand. Ich glaube, meine Erbtante, die wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder lebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich geht's brauchen. Renn schon in die Schuhe, hab nichts zum Tschechen, nichts zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Hammer, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl!